Der Regensensor zählt neben dem Rückspiegel mit Abblendautomatik zur Zusatzausstattung des neuen Golf. Allerdings haben sich einige Kunden in der Vergangenheit darüber beschwert, dass der Sensor nach dem Neustart des Fahrzeugs nicht korrekt funktioniere. Damit Sie Ihre Kunden nicht im Regen stehen lassen müssen, zeigt der nächste Beitrag noch einmal die Funktionsweise des Regensensors, um Bedienungsfehler auf Kundenseite zu vermeiden. Der Regensensor, der in den Montagefuß des Innenspiegels eingebaut ist, enthält einen Kranz von Leuchtdioden, die um eine Fotodiode angeordnet sind. Die Dioden senden ständig Infrarotstrahlen aus, die von der Außenscheibe reflektiert und von der Fotodiode empfangen werden. Der Sensor vergleicht die ausgestrahlte mit der reflektierten Lichtmenge. Ist die Scheibe trocken, kommt das Signal unverändert beim Empfänger an. Der Wischer tritt nicht in Aktion. Beginnt es zu regnen, dann ändert sich das Reflexionsverhalten an der Scheibe. Je nach Benetzungsgrad gelangt ein Teil der Sensorsignale nach außen. Nur ein Rest kommt beim Empfänger an. Sind nun Sende- und Empfangssignal nicht mehr identisch, sendet der Sensor ein Signal an das Steuergerät und der Wischer setzt sich in Gang. Der Sensor erkennt nicht nur, ob es überhaupt regnet. Er regelt zudem, je nach Anzahl und Größe der Wassertropfen auf der Scheibe, die Intervallzeiten. Bei leichtem Niederschlag sind die Wischintervalle lang, bei prasselndem Dauerregen kurz. Während bei herkömmlichen Intervallschaltungen die Wischgeschwindigkeit vom Tempo abhängt, wird bei Autos mit Regensensor dieses Geschwindigkeitssignal nicht ausgewertet. Je nasser die Scheibe, desto höher die Wischfrequenz. Auf Staub oder trockenen Schmutz reagiert der Regensensor nicht. Kratzer auf der Scheibe haben keinen Einfluss auf die Funktionsweise des Regensensors. Um den Sensor zu aktivieren, muss der Fahrer am Scheibenwischerhebel die Intervallwischfunktion einschalten. Mit einem Schalter auf dem Wischerhebel wird die Empfindlichkeit des Sensors eingestellt. Bewegt man den Schalter nach rechts, ist die Empfindlichkeit hoch. Die Wischpausen sind kurz. Bewegt man ihn nach links, ist die Empfindlichkeit geringer. Die Wischpausen sind länger. Wird das Auto neu gestartet und die Intervallfunktion ist noch eingeschaltet, dann ist der Regensensor nicht aktiv, obwohl es regnet. Das hat zu Irritationen bei den Kunden geführt. Das Problem lässt sich leicht beheben. Beim Neustart des Motors muss der Scheibenwischer zunächst aus und danach wieder auf Intervall geschaltet werden. Der Regensensor startet eine Referenzwischung, erkennt, wie stark der Regen in diesem Moment fällt und passt die Intervallzeiten an die Witterungsverhältnisse an. Hier noch einige Reparaturhinweise. Ist die Silikonschicht des Regensensors zerstört, dann muss der gesamte Sensor ausgewechselt werden. Ist die Scheibe defekt, dann müssen Scheibe und Sensor ausgetauscht werden. Wenn Ihre Kunden begeistert sind vom Regensensor und ihn nachträglich in Ihr Auto einbauen lassen wollen, dann müssen Sie sie leider enttäuschen. Der Regensensor kann nicht nachgerüstet werden. So, das war die erste Sendung.